Guten Morgen, Lebenswasser Kioak. Welkom hier zu den tweede Gottesdienst. Het is zo goed je hier te zijn. En het is een grote eer kan met jullie alle top God loven en prijzen hier in zondag morgens. En voor alle van jullie die onze livestream kijken, dan ook welkom hier. Ons is het allemaal zo interessant te horen van wo die ons kijken das. En zo van waar die ons kijken das, vielleicht Kanada, States, Bolivia, Paraguay, Brazil, Deutschland, wo immer die bist, schreib uns wellig. En ik wens je dat God zijn rijkelijke zijn voor die ons zondag morgens. Dankeschön für mich hier mit uns taub sein. En zo, mir hat es so schön, dass ich hier kann sein. Und für die von jullie, die mich vielleicht ein bisschen doller kennen, die wollen das ein von den Dingen, was mich so interessiert zu tun, wenn ich dachte, ja, vielleicht ein Werk oder eine zwei Werk frei einzufangen. Es mir interessiert so zu reisen. So ich gleich nie Länder anzufahren, nie Kulturen zu lernen, nie Eten zu proben, bloß Gott seine Welt beobachten, wo er an andere Seite Welt schaffen hat. Und so, das ist ein Werk, wie wir meine frühen Nacht kommen, so mit Werk können wir drei von der Reise, wie in Europa mögen deuten. Und wir haben eine so gute Zeit gehabt, aber ich glaube, ob diese Reise da ist, eins eine andere Reise, wo ich habe gemerkt, ich habe so viel Google Reviews nu gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen noch mal Google Reviews bringen, wenn ihr eins wollen haben für ein Geschäft, ein Restaurant, ein Hotel, some von Ihnen bringen es. So Google Reviews, das sind Menschen, wo du was sind, für die du wirst, und dann du noch nur der vorhin hat, nur dann entweder 5 Sternchen geben, oder wenn eine so schlechte Erfahrung hat gehabt, dann hat du vielleicht 1 Sternchen gelohnt. Und dann einer, wo du noch niemals als je warst, kann dann entscheiden, ist, ob du will hinfahren oder nicht hinfahren, wenn du es vertrauen, was wir haben auf den Menschen, wo du sind, je warst, für wie du je warst sind. Und so, ob das ist, was wir mögen, du wirst some Dinge, wo uns vergleichen deuten, wo uns nicht gleichen deuten, wenn wir nicht gehört haben, nur die Menschen, wo du wirst, je was, für wie du wirst. Und du wirst some Dinge, wo die gleich haben, wenn wir die Menschen gehört haben, wo du je was, wirst, für wie du wirst. So, uns Plan, dass wir in Europa fahren, wir wollen in eine Chor rennen, und wir wollen Raum formen in eine Chor, dass wir können jeden Tag ein bisschen so du noch anfahren, wo uns das interessieren. Aber wenn wir doch nicht genug neue sein haben, nicht wenn wir die Chor kriegen, dann wo wir an der Chor, der hat kein AC. Der hat keine kalte Luft dabei. Und so das Sommertag in Europa, das startet 40 Grad heute. Und wir fahren 3500 Kilometer mit dieser Chorroute auf. Das ist heiß, das ist schweitig, das ist windig, das ist laut und das ist unmöglich. Und wir würden uns daran können verbieten, wenn wir haben gekickt, nur die Menschen, die diese Chor gerannt haben, für wieder gerannt haben, wenn das eine Weisheit zu hängen. Und nun, wenn wir das nicht gehört haben, ist uns das so wichtig, dass uns Hotel wenigstens kalte Luft haben. Und war in Europa und Teil von den Hotels die sind vielleicht 300, 500 Jahre alt und Teil von diesen Gebieten haben wir kalte Luft. So jedemmal für Stunden lang habe ich gesagt und ich habe gekickt, nur die Menschen, wo du hier warst, sind, wo wir haben wollen fahren. Und dann sagen sie vielleicht, no, hier ist nicht kalte Luft, dann fahren wir ihr Wasser nicht durchhaben. Und das ist hier ist kalte Luft, dann werden wir durchhaben fahren. Und so das ist eine Kraft, eine Weisheit, eine Friede, wo du kommst von Menschen horchen, wo du sind, hier warst, wo wir haben wollen fahren, oder wo du sind, wo wir uns von der Krieg finden. Und so, wir nehmen das so, ich glaube, das ist selbstverständlich zum Teil von uns. Wir würden gleich eins im guten Frauen für Ruth, wo ein Schaf unterfangen, wenn ihr nach niemals ein Schaf angefangen. Oder Ruth, wenn Geld, nur eine Person, wo niemals Geld hat. Oder Ruth, wenn er Tempo Kinder abtragen, aber das befriedete Leben von Menschen, wo noch nicht du sind, gewasst. Und so, wir vertrauen und wir siegen die Weisheit von Menschen, wo du sind, gewasst, wo wir nicht sind, oder wo du sind, gewasst, wo wir einen Tag wollen ankommen. Und so, das ist der ganze Punkt von dieser Botschaft. So, diese Botschaft nach Jesus, als du hier warst. Und das ist eine Weisheit, eine Friede und bloß eine Kraft. Und wie kann du Jesus kommen? Wenn Jesus, als du hier warst, der Gefäule an den Dingen, wo wir uns von der Band fingen, du hast eine gute Möglichkeit, dass Jesus, als Kraft du hier warst, wo die Kraft von der fing das. Und das ist eine Kraft, wenn wir können, nur Jesus kommen. Und so das ist der ganze Punkt von dieser Botschaft. Jesus, als du hier warst. Und so Hebräer Kapitel 4, Vers 14, was sagst du, habe ich gesagt, das denn? Wie Jesus Gott seinen Sehen als hohen Priester haben, der durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir uns Bekenntnis festhalten. Und so uns hohen Priester, das ist Jesus. Jesus ist Gott, er wohnt im Himmel, wo der vollkommen ist. Das ist uns hohen Priester. Aber das bleibt nicht bloß durch. Das sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann. Aber einer, der in alles krank so versorgt worden, als wir sind.
En so ons hohen priester, dat Jesus, dat God, op hij kon metvallen met onze zwakheden. Want Jesus kwam naar de en hij was 100% mens. En de dingen wat we vallen doen en derg gaan doen, du hast een goede gelegenheid dat Jezus als du je was. So Jesus kon met onze zwakheden metvallen. En hij is in alle weg krijg zo verzacht geworden als we zijn. Du wen, weil wir voll vertrauen genug trauen gehen, dass wir Mitleid kriegen und genug fängt zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb nötig fehlen wird. Und so wir haben nicht bloß einen Gott, einen hohen Priester, wo der Himmel irgendwo weit auf ist von uns. Uns hohen Priester ist Jesus, der verleiht Himmel, wird Mensch, ging durch das Leben und die Fehler und die Dinge, die wir durchgehen, wird versorgt und der kann mitfallen mit wo wir sind. Und dann haben wir nie die Gelegenheit, zum Verarmen kommen, zum Mitleid kriegen und zum Halb kriegen, wenn uns das nötig fehlen wird. Wenn Jesus, als du hier warst. Und so, in der ewige Part von der Botschaft will ich Ihnen bloß ein paar Beispiele geben von Städten, wo die vielleicht von dir fängt das, wo Jesus erst hier warst. Und wenn wir die Bibel durchgucken, dann sind mehrere Geschichten, wenn ich das heute mehr andeute, wären vielleicht 30, 40 Geschichten, wo da können hostig fängt von Dingen, wo wir beleben, dann, wo Jesus auch belebt hat. Und bei dieser Botschaft will ich bloß ein paar von denen durchgehen und Ihnen wiesen, dass Jesus erst du hier warst. Jesus hat Mitleid mit uns und wir können Verarmen kommen, wenn uns so ein Halb fehlen wird. So, das ist der ganze Punkt von dieser Botschaft. Und so vielleicht bist du hier von Deus Morris und du fühlst dich angeschaut. Und auf Englisch würde es sein, unappreciated. Du fühlst so die wortgleiche Schatz. Vielleicht bist du irgendwo wie eine Arbeit und du schaffst du und du fühlst so, keiner das, die du schatzen. Die wird schatzen, die du nicht. Die Menschen, mit was die taub schaffen das, schatzen die du nicht. Die seien nicht Dankeschön für was die das. Die fühlst die du annutzbar, die willst gar nicht, es sind nicht das, wo dieses blieben, die fühlst die du angeschaut für die Arbeit, was die du bringen das. Oder vielleicht fühlst du die angeschaut an der Eihe. Vielleicht bist du in der Früh und die sagst, ich habe meine Kinder abfrei, ich merke, das ist rein, ich merke eten. Und dann fühlt sich so mein Mond, der Schatz, gleich, wo ich hier in Hem tue. Oder vielleicht so krieg ich umgedreht und der Mond sagt, man, ich schaffe so Sachen für meine Familie versorgen. Und dann spielt sich so meine Kinder schatzen und gleich, und meine Früh schatzen und gleich. Und jedem Mal fühlt wir uns angeschaut in uns Leben. Vielleicht fühlt sich die angeschaut, wo die mithalten, das ist freiwillig. Könnt vielleicht sein, wie die Kirche, die sagt, ich will hier nicht verfordern. Und danach fühle ich mich so, Menschen schatzen mich hier nicht. Und die Arbeit, wo ich da und ich fühle mich hier bitte, also sage ich hier nicht haben. Vielleicht bist du die Person, wo die ersten Menschen Eten bringen, wenn sie krank sind, oder einmal Menschen anluden, und die fühlt so, die Menschen schatzen und gleich, Menschen, die nicht anluden, und die fühlt so, haltet überhaupt voran. Und die fühlt sie angeschaut. Und wenn du hier von Deus Morris bist und du sagst, ich fühle mich angeschaut, ich fühle mich so, ich hier nicht, wo ich bin, ich kann eine gute Neuigkeit für dich, wenn Jesus, als du hier warst. In Lukas Kapitel 17 habe ich eine interessante Geschichte. Jesus kommt hier in Dorf angegangen und das hier nennt, das sind 10 Leprakranke, beziehen Wachen, die schrien rein, Jesus, help uns. Und warum, was wir machen verstehen von Leprakranken, ist, dass wir nicht eins wird, wo die Küsse geholt von worden. Wir werden gleich Perlen, die Küsse nehmen. Wenn du diese Krankheit hast, wie keine Hoffnung für die. Die müssen eine Familie, Freunde verloren, die müssen rübertragen von der Stadt, die müssen bitte die Stadt leben und die hat keine Hoffnung an die Leben. Das ist, wo die wirklich sterben. Das ist, wo euch diese Krankheit wie ist. So, du sind 10 stark, 10 Männer, die keine Hoffnung im Leben haben. Und die schrien rein Jesus und sagen, help uns. Und Jesus sagte ihnen, gut, und wir sind für den hohen Priester. Und an Ossegunde und den hohen Priester, dann waren alle 10 von diesen Männern gesund. So wurde nicht Hoffnung wir. Jesus brauchte Hoffnung haben, dass diese Männer können Zukunft haben. Der Leben wir 100% verändert. Und das mache ich ein bisschen spusig, was hier der nächste kommt hat. Wenn in Lukas Kapitel 17, Vers 15 so wie, einer von denen, was er sagt, dass er geholt wird, kommt drei und lobt Gott mit lauter Stimme. Er schmeißt sich für Jesus durch und dankt ihm. Und dort wie ein Samariter. Dann sagt Jesus zu ihm, wir noch nicht 10, die du rennen worden. Wo sind die anderen 9? Wir setzt keiner aus des Fremden zu fangen, die du trägst Gott zu danken. Und so hier sind 10 Männer, die haben keine Hoffnung. Jesus hat ihr Leben ganz verändert. Und nun sind 9 von denen noch nicht mal zu fangen. Und einer kam 3 und ruft Gott und bei Jesus fühlt sich angeschaut. Jesus sagt, wo sind die anderen 9 Männer? Wir sind nicht 9, oder wir sind nicht 10 im Ganzen. Wo sind die anderen geblieben? Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns angeschaut fühlen, dann wir fühlen uns einfach schuldig. Wir glauben, wir sollen uns gar nicht schuldig vor, das ist eine andere Gefühl, wenn wir uns nicht geschaut fühlen.
Und bei Jesus hast du hier was. Jesus wollte, was meint, nicht geschätzt worden für die Dinge, was er dat. Und so, wenn du fängst das von dir, der Gute nicht dass Jesus hast du hier was und Jesus sagt, komm zu mir, ich habe Mitleid für dich. Vielleicht bist du hier von dir aus morgens und du sagst, du bist versorgt. Du bist tempted. Ja, ich weiß, wir haben alle der Versicherungen in uns Leben. Aber some von uns, wir haben Gebungenes in uns Leben, wo sperren sich so, wir gehen niemals wachen, Tag an Tag riet, voll wir uns versorgt in uns Leben. Und das könnte vielleicht sein, wenn wir Tempo Regen oder Drogen oder Pornografie oder andere Frühes kriegen oder Mana kriegen, dass es vielleicht versorgt, wenn wir Tempo bei einem Klima zu stehlen oder liegen, wenn wir glauben, Menschen wollen nicht antworten oder wir sind versorgt im Blüt drin. Und so wir haben diese Versicherung, wo Tag an Tag in uns Leben dann ist. Und wir fallen uns immer so fast an den, wir glauben, das können Hubning für uns. Und der Gute nicht, dass Jesus hast du hier was. In Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis 3, dann wird Jesus von Jas eine Wildnis gebracht, um von den bösen Feind versorgt zu werden. Und das heute 40 Tage, Tag und Nacht gefolgt hat, Hunger haben. Dann können die Physiker gesehen haben, wenn du Gott sehen bist, dann gebäude diese Steine, dass die berot worden zijn. Jesus wordt versorgt. En ik geloof, ik stel me zo ver, dat Jesus wordt dollar versorgt, als eens wer von uns jemals als versorgt geworden. Und wenn der Feind wisst, wenn Jesus einmal wird vorne, hat der Feind gewonnen. Und so, ich glaube, Jesus hat so eine große Versicherung, wo du und ich noch nicht belebt haben. Jesus, als du hier warst. Und Jesus weiß, was meint, durch den Leben gehen und diese Versicherung zu haben. Und wir wollen, dass Jesus hat nicht gefallen, Jesus hat nicht gesündigt, dort wo wir anders sein als heuer. Aber Jesus sagt, ich du hier warst, ich weiß, wo dir gefallen ist. Komm zu mir, ich will die Kraft geben, ich will die Freiheit geben, wenn bloß Jesus kann uns von dieser Gebungenheit frei machen. Und Jesus sagt, komm zu mir, wenn ich dann du hier warst. So vielleicht fühlst du dich hier versorgt von der Osmorius. Vielleicht fühlst du dich aufgesagt. Auf Englisch würde vielleicht sein, rejected. Du fühlst dich hier aufgesagt. Es sind verschiedene Dinge in uns Leben, wo wir uns aufgesagt fühlen. Vielleicht bist du ein jüngerer Junge, die sitzt eins von der Schmuck im Jahr und du wirst der Riedkräu und eins im Koffer. Und du wirst dir darum erst mal alte Frauen und dann über dem das noch und dann sagst du, nee. Und du fühlst dich aufgesagt. Oder vielleicht ist es ein Schaf und du wirst verschoffen und du gehst dahin und dann sagen, no, wir wollen uns im anderen annehmen. Und du fühlst dich aufgesagt. Oder du fühlst dich aufgesagt von deinen Freunden. Die luden dich gleich mal an, die haben dich zu ziehen geschoben, du fühlst dich aufgesagt. Oder von deiner Familie, die wollen nicht mal was wollen, die die nicht unterstehen und die Dinge, wo du das. Du fühlst dich vielleicht aufgesagt, wenn du ein Schaf ihnen das und du wirst ein Produkt nur die Welt bringen, die Welt nimmt und nicht an. Und du fühlst dich aufgesagt. Wahrer Jesus hast du hier was. In Markus Kapitel 6, Vers 4 sagt, Jesus sagte an, ein Prophet wird immer geirrt, bis an seine eine Stadt, wo er Tüsse hielt, und mang seine Freundschaft und in seine eine Familie. Und so Jesus redet hier von sich selbst und Jesus fühlt sich aufgesagt von seiner eine Familie und von seiner eine Umgebung. Wir haben eine interessante Geschichte, ein paar, dass Jesus durch eine große Gruppe Menschen bieten. Und in Jesus seine Familie schämt sich mit Jesus, so die probieren Jesus gut nennt nehmen oder Hüsten nennt nehmen, war ich von all diesen Menschen. Und Jesus seine Familie sagt zu den Menschen, die zu bieten sind, Jesus ist nicht ganz klar und verstehend. Und die schämen sich mit Jesus. Und Jesus fühlt sich aufgesagt von seiner eine Familie, von seinen eine Freunden. Wir haben Geschichten, wo Jesus wird rückgeschickt, und waren die Steine und in seine eine Dorf. Die nehmen den nicht an, die fühlt sich aufgesagt. Und so, wenn du hier von dir bist und du fühlst dich aufgesagt in dein Leben, dass uns einmal hart wegbringen, wie voll uns nicht wird, wenn uns aufgesagt wird. Bei Jesus sagt, ich sage, du hier was. Ich weiß, wo weiter das, wenn meine Freunde und Familie mich aufsagen sollen. Komm zu mir. Und ich will die Friede geben. Ich will die Weisheit geben. Und ich sage, du hier was. Und so, Jesus, als du hier was. Vielleicht fühlst du dich traurig, du darfst vielleicht trauern. Vielleicht hast du einen Freund oder Familie, wo gestorben ist. Du gehst einfach durch ein Trauer in dein Leben. Und du weißt gar nicht, wo du wiederkommen in dein Leben. Du weißt gar nicht, wo du kannst abstehen, frisch für nie da. Du hast all diese Hoffnung verbessert. Vielleicht bist du traurig, wenn du weißt, wem wer weggedreht ist von Gott und von Gott und von der Kirche. Und jedes Mal, dann merkt euch im Trauern für die Person, wenn du später machst, wie haben die Personen uns Leben verbessert. Und so, wir sind so leicht, dass wir trauern und wir traurig sind. Vielleicht sind wir bloß auch traurig, wenn wir Kinder, wo Menschen auf der Gas fahren, behandelt, oder wo die Kinder zusammen mit uns haben. Und wir gehen durch uns Leben und wir sind traurig und wir trauern. Und Jesus, hast du hier was.
In Johannes 11 haben wir die Geschichte, Jesus wie gute Freund mit Maria, Martha und Lazarus. Wir sollen iedere Mal, die wir so viel Taub und die haben Multiden taub. Und so, die wir einfach gute Freunde. Und ist Jesus ein Stolz, wie weich was, und dann kommt er drei, nur der Stadt, wo die wohnen, und dann kommen Maria und Martha angerannt, und die rohren und die trüren, und die sagen, Jesus, Lazarus ist gestorben, und wenn du hier warst, dann wird er noch einmal leben. Und so, Jesus hat einen Freund verbessert. Und dann sagen wir in Johannes Kapitel 11, Vers 33, sagt er, und Jesus, als Jesus healen sagt, und dort die Juden, die mit Viren auch hielten, wird er in seinen Jas so abgerecht, und am Fall dort so schwor. Und so Jesus wie abgerecht, er hat eine Schwarheit in seinen Jas, und er sagt, wo er am Hand gelegt, so sind am Haar, komm und check. Und dann Vers 34 sagt, und Jesus hielt. Jesus rohr. Ich glaube, wenn Jesus 100% Mensch wäre, er könnte nicht anders als rohren und trüren über den sein Freund, der gestorben wäre. Und über die Familie und die andere Freund, die rohren dürfen. Und mir ist das so eine interessante Geschichte, wenn wir wollen alle, dass Jesus wisst, dass wenn ein paar vielleicht Stunden oder Minuten, wir wollen euch verlangen, dass wir Lazarus 3 Abstunden von dort. Wir wollen das alle, ob doch noch Jesus hielt und Jesus dort trüren. Und ich glaube, er kann nicht anders es rohren für den sein Freund, der gestorben wäre. Nun, diese Geschichte wird so anders sein, wenn Maria und Martha wären und Jesus gekommen und haben gesagt, hey, Lazarus ist tot, und die rohren du und Jesus wie bloß Pumpen, no, der ist nicht, dort so kämpft er nicht. Like, da wird sich einfach kalt angesperrt. Nicht, aber Jesus kann mitfallen. Jesus hat Mitleid mit was wir durchgehen und Jesus hielt. Jesus, als du hier warst. Vielleicht fühlst du dich ungeschmerzt oder verruht. Wir können vielleicht sagen, betrayed auf Englisch. Und du fühlst dich ungeschmerzt. Du fühlst dich vielleicht so, dein Freund, hast du irgendwo ein Geheimnis gesagt, dann bald warst du ein paar der Luther, weil der ganze Dorf dort. Du fühlst dich verruht und ungeschmerzt von dieser Person. Wenn du hast ein Vertrauen auf diese Person. Und du hast das Vertrauen in 9 Jahren. Und eins, wenn wir das Versprechen haben, der Versprechen ist in 2 Jahren. Vielleicht hast du deine Einheit und euer Partner verloren hast. Oder der Versprechen, was die Eltern zu den Kindern haben, gemerkt, und das Wort 2 bringen. Oder eins, ein Versprechen, was du hast, wie ein Geschäft hier du hast ein Pedido gemerkt mit einem Geschäft und die fangst du an zu schaffen. Dann über dem wollen sie doch gleich mal, die betonen nicht mal, die fühlst dich verruht und ungeschmerzt. Und es sind so viele Dinge, wenn Vertrauen, was 2 bringen, oder wenn wir 2 bringen, dass wir uns verruht fühlen von diesen Menschen. Und jedem sind Menschen, die dicht bei uns leben, sind unsere Freunde und Familie. Wenn wir Vertrauen abhaben, wo uns verruhen, und die bringen das Vertrauen und die bringen die Versprechungen, die uns haben gegeben. Und Jesus, als du hier warst. In Matthäus Kapitel 26, Vers 21, wir wollen, dass die Geschichte alle bei Jesus. Jesus dort Uwenmund nehmen, mit denen seine Jünger tauben, stellt sich vor hin und kriezt ging. Und es sei du euren, sehr heim, ich sei jünt die Wahrheit, einer von jünt wird mich verruhen. Wir wollen alle die Geschichte, dass Judas wieder, was Jesus dort verruhen. Und jedes Mal, wenn wir diese Geschichte so gut handeln, wir denken immer kurz an Judas aus der Schlacht da, morgen diese Geschichte. Wir denken nicht an, dass Jesus und Judas, dass wir einfach Freunde. Jesus hat Judas ausgewählt, zum am sein Jünger sein. Die werden 3 Jahre taub gewesen, meist Tag an, Tag ut, hatten taub jeden, hatten taub eine gute Zeit gehabt, durch die gute und die schlechte Zeit werden die taub gewesen. Jesus vertraut Judas mit dem Geld, was sie alle bringen, du wirst vertrauen, du wirst Freundschaft zwischen Jesus und Judas. Und ich glaube, dass ja nicht anders ist, dass Jesus ihn hat wie 2 Jahre, wenn er antworten dort ein paar Stunden fertig, wie Judas nur die hohe Priester schicken und früher wie viel die haben würden betonen, wenn Jesus wird verruhen. Und das ja nicht anders, dass Jesus ihn hat wie 2 Brüder. Wenn das wie ein dichtbieter Freund von mehreren Jahren, der hat nie den sein Vertrauen in 2 Brüder. Insofern fingen wir uns durch Freunde und Familie von mehreren Jahren lang, 10, 20 Jahre, die Brüder der Vertrauen und der Versprechungen. Wir fallen uns einfach verruht in 2 Jahren. Jesus, als du hier warst, Jesus sagt, komm zu mir, ich habe Mitleid für dich. Ich will die Frieden, Weisheit und Kraft geben, an das steht, wo die fängt hast. Ich will mit sie die gehen. Jesus, als du hier warst. Vielleicht hast du eine Angst in deinem Leben. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was jeder einer von uns beleben hat. Wir haben einfach eine Angst in uns Leben. Da können sein, vielleicht bei der Arbeiter, wenn der Tempel einem sein Geld und das spürt sich so, die Schuld, die wird never betont. Und wir haben eine Angst, was das wird geben mit unserer Familie und was das wird geben mit unserem Geldgeschichte. Und wir haben Angst, wenn der Tempel unsere Kinder abtragen, dass die werden gesünde Christen abgetragen worden. Wir haben vielleicht eine Angst, wenn der Tempel unsere Gesundheit, wir fallen so das Wort gleich besser. Und das ist eine Angst in uns
hart. Und so viele von uns, Tag an, voll wie eine Angst in uns leben. En ik geloof een deel van ons, we vallen in de angst van het kamp wat sterven. Maar echt, wenn wir die Hoffnung haben, dass wir einen Tag vor den Himmel sind für alle Ewigkeit, uns Körper kann nicht anders Angst haben von Tod. Wenn wir wollen, was passieren, wir haben Angst von Weidel, wir können das nicht und wir haben Angst vor uns Leben bei uns. Und der gute Neuigkeit ist, dass Jesus, hast du hier was. In Matthäus Kapitel 26, Vers 38, hier ist Jesus mit den seinen Jüngern, die sind in den Garten Gethsemane hineingekommen. Und dann sagt Jesus zu den seinen Jüngern, meine Säule ist traurig und in Todesangst. Bleib hier und wirkt mit mir. Und so Jesus hat einfach eine Todesangst. Er weiß, dass bei ein paar Stunden wird er sterben. Und er hat so eine große Angst, dass er Blut schweigt und er hat eine Angst. Jesus wird 100% Gott wie auch 100% Mensch, hat eine Angst zum Sterben. Jesus, hast du hier was. So, wenn du hier von dir aus morgens bist und die fühlst eine Angst und die willst dich rufen mit dir, die fühlst du erst einmal, wenn du abweigen darfst und wenn du schlugen darfst und die lässt dich nicht in Frieden leben. Jesus sagt, ich sage, du hier was. Ich will dir Frieden geben. Komm nur mir. Jesus, hast du hier was. Vielleicht bist du über einen Punkt in deinem Leben, wo du so viel Druck hast, du bist so müde, dass du fühlst dich nur abgeben. Du bist einfach müde und du willst nicht wohin zu kommen. Vielleicht kann es sein, vielleicht bietet es schon, du willst der Arbeiten, kämpfst du nicht nur in deine Gruden, die Wort lehren, du willst sie nur abgeben. Oder vielleicht willst du die nur abgeben, wenn du kämpfst deine Arbeit, die willst du die geschafft, die hat bloß eine Gründe, die kostet nicht lösen und die willst du so, du bloß mal alle Waschminen abgeben. Oder vielleicht willst du die nur abgeben, die wirst gesund eten, das ist schwor, und die kämpfst du nicht nur und die wirst du abgeben. Oder vielleicht willst du dir noch abgeben und Tempo, der verschiedene Gebungen hat in deinem Leben. Du sagst, ich kann nicht wieder mit dir, ich will bloß mal alles tacheln. Vielleicht willst du dir noch abgeben, wenn du Tempo deine Ehe. Du sagst, wo soll ich schaffen, du? Die Wort nicht besser, die Wort, oh ja, ich kann nicht anders als ein Mord abgeben. Ich sage, Mord. Jesus, hast du hier was. Und das Interessante Ding ist, wir haben mehrere Forschen, wo wir sehen, dass Jesus meid wird. Wir haben so viele Menschen, Jesus war meid von guten Dingen da. Und insofern sind wir da, dass wir meid waren von guten Dingen. Und Jesus nahm nach mal Zeit, wo er den Menschen verloren hat und für sich selbst eins war mehr als mit den seinen Jüngern taub. Und die eten da und die verraben da, wenn Jesus war meid. Opa, wie seine Hand steht, Jesus wird reut, um das alles abgeben. In Matthäus Kapitel 26, Vers 39, da haben wir einen Garten Gethsemane, und dann ging Jesus noch ein Bett wieder und voll auf mir sagen, Bett, mein Vater, wenn du möglich hast, dann lut das Lieden und mich vorbeigehen. Jesus wird reut, um alles abgeben. Jesus, der Ziel, wenn wir heute in die Erde kommen wird, dass er wird sterben und abstehen für unseren Sinn. Und in paar Stunden, vorher du bei sterben ist, dann fragt er Gott, dass es möglich ist, dann will er das nicht mehr tun. Er ist reut zum Abgeben, er ist müde, er ist Angst, er ist Gebrechen. Und er hat ein paar Mal Tränen Gott und sagt, wenn das bloß abends möglich ist, dann lut das Köpfe von mir vorbeigehen. Und in dieser steht, Jesus wird reut zum das alle abgeben. Insofern fängt wir in uns in der Stadt, wo wir von uns ganz durchgeklingt, wir wollen uns verreden, wir haben gleich mal Kraft, wir haben nicht mal Energie zum Wiedergehen. Und Jesus sagt, ich sage dir was, ich weiß, wo sich das sperren dort, so dich bei sein, um alles abgeben. Und Jesus sagt, komm zu mir, und ich will dir eine Friede geben, ich will dich stark machen, ich will dich helfen, jeder Tag den Einstab auf einmal zu gehen. Und Jesus sagt, ich sage dir was, ich kann mitleiden mit dir, komm zu mir, wenn dir daran Kraft fehlen wird. Vielleicht fällst du verloren. Auf Englisch würde ich vielleicht sagen, abandoned. Vielleicht von klein an, wie ein von denen, vielleicht den Vater, deine Mama, der hat die Familie verloren und die fühlst dich verloren in deine Familie. Die fühlst dich vielleicht verloren in deine Ehe, in euer Partner ist rumgegangen mit einer anderen Person, die hat dich verloren. Du bist vielleicht verloren geworden von deinen Freunden und Familien, die wollen nicht mehr wollen von dir. Du fühlst dich vielleicht verloren, wenn du bist in der Nähe steht, getragen und die kannst du kommen und du bist verbiestert, du willst gar nicht wohin. Und wo viele von uns, wir fühlen uns noch mal verloren von Gott. So voll wie so, das ist Druck und das ist Schwerheit, wo ich drehe und ich bete rein und Gott sperrt sich bloß so weit auf und hat Gott mich verloren. Kann Gott mir überhaupt hören? Und Jesus, hast du hier was. In Matthäus Kapitel 27, Vers 46, hier hängt Jesus an Kreuz. Und er sagt, ungefähr Glock 3 Uhr Mittag, schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verloren? Mir ist interessant, wenn Jesus als 100% Gott, und bei einem Moment, wo er auf den Kreuz steht oder hängt, du voll sich verloren von Gott den Vater.
En wenn du hier von Deus morgens bist und du fühlst dich weit auf von Gott und du fühlst dich auf die verloren, Jesus sagt, ich sage, du je was. Ich weiß, was mein verloren zu sperren. Meine Freunde, Familie, meine Umgebung hat mich verloren. Und wenn er an Kreuz hängt, dann sperrt sich an das so, dass Gott hat ihn verloren. Jesus, dass du je was. Und so, das ist eine Kraft, eine Weisheit, eine Friede, wollen dort uns Gott, als nicht ein Gott, der bloß den Himmel wieder auf ist, aber ein Gott ist, der nur die Erdscheim 100% Mensch wird, und dass die Dinge durchgehen, die wir von dir beleben, und wir in der Zukunft beleben, und dadurch können wir nicht verarmt kommen, und wir können Mitleid kriegen, und wir können Kraft kriegen, wenn uns das nötig fehlen wird. Dort ist uns hohen Priester, die können mitfallen, mit wo wir krank sind. Wo wunderbar ist es zu wollen, dass wir sind den Gott haben. Nu, Gott, die will dir nicht looten, wo du nicht krank bist. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass die ein Leben haben, ein Leben voll ab. Und so, das steht, wo die fängt, das schwere Zeit, wo die durchgehen, das. Wenn Jesus erst du was, er weiß, wo sich das fallen, er will dir nicht looten. Er will dir die Kraft geben, den Stab der Rüte nehmen. Jesus will dir ein Leben voll abgeben. Jesus darf nicht versprechen, dass unser Leben wird einmal leicht sein, oder dass wir wollen einmal Gesundheit haben, oder dass wir wollen einmal reich sein. Das ist nicht, was Jesus versprechen hat. Aber Jesus sagt, ich will mit ihm gehen, bei der Eng von der Welt. Und ich bin gekommen, um mein Leben geben, ein Leben voll ab. Und so Jesus, als du hier warst, wie nu Jesus kommen. Und so ich will gleich ein Eva zu gehen oder Uwen mal nehmen. Und so, wenn du eins erst machen kannst, wird nächstens das Dossier hast, du wollen Usher sein, die wollen einteilen, hilft bloß ihnen Hand ab, du hast noch Gelegenheit, dass du kannst mitnehmen. Und die fragst dich vielleicht, was die Leute mit Uwen mal nehmen. Das ist nicht ein Verlangen, dass die mal hier ein Glied sind, oder dass die mal so und so alt sind. Jesus sagt, ich will eine Gemeinschaft haben mit dir, ich will einen Onkas haben mit dir. Krijg es wie Gemeinschaft bieden mit unseren Freunden und Familie, wir haben Onkas taub, wir fahren reden, wir trinken Kaffee. Und so sagt Jesus auch, ich habe eine Multitude eingereiht, komm nun dash. Und wenn du bereit bist, um diese Einladung annehmen, damit Jesus kommt, diese Gemeinschaft, dann Uwenmal eten, dann bist du bereit, um das Uwenmal nehmen. Und so, wenn du noch nicht einen hast, hilf dir eine Hang-up, die Ushers wollen rumkommen. Und so Jesus sagt, ich sage, du hier warst, und ich will eine Gemeinschaft haben mit dir. Ihr sagt, wenn Jesus nur die Erdscheim, als dass er keine Gemeinschaft haben mit uns. Und er hat dort belebt, und wir sind durchgegangen, und er ist versorgt geworden, dass wir versorgt sind geworden. Und wir können Verarm kommen, Mitleid und Kraft geben. Und so Jesus sagt, ich habe das Ungas uitgereiht, ich will eine Gemeinschaft haben mit dir. Komm hier an. Und so ein Part von den Uwenmal ist, wir denken, was Jesus getan hat. Und so wir denken, dass Jesus wieder raufgekommen, dass er leben dort, dass er sterben dort, in Abstand von dort, dass wir, wo wir am Glauben und können auch wieder leben haben. Und das wird das Uwenmal repräsentieren. Also wir kommen zu Jesus in das, wir haben eine Gemeinschaft mit ihm, wir bringen die guten Dinge, die schlechten Dinge, wir lachen taub, und wir haben eine Gemeinschaft taub mit uns, wer wir Mitleid haben mit uns. Und so ich will Mut sprechen, wenn wir das erste Part darauf nehmen, nur das Brot kommen. Und als Jesus mit den seinen Jüngern taub wir, Raum den Dash, Posten fair hij sterben wird. Dann sagt er zu den seinen Jüngern, das Brot ist mein Körper, gebrochen für uns. Etet und denkt an mich. Und so werden wir alle taub das Brot eten. Na, nu dem hebt Jesus den Köffel Wein ab und er sagt zu den seinen Jüngern, das Wein, das ist mein Blut, uitgegoten für Menschen sind. Trinkt es und denkt an mich. Und so werden wir das auch trinken. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir können fertig kommen, dass du nicht ein hohen Priester bist, der nicht Mitleid hat mit uns. Dankeschön, dass du in die Erde kommst, dass du leben dort, dass du die besten Dinge durchgehen, was wir von dir beleben dort, dass du in den Krieg gingst und du stirbst und du stehst ab von dort, dass wir können auch wieder leben haben. Dankeschön, dass wir können die kommen, wir können Mitleid fangen. Dankeschön, dass du uns Kraft geben, wenn wir fertig kommen. Dankeschön, dass du uns einladen, dass diese Gemeinschaft an die. Und so Dankeschön Gott für uns Freund sein. Dankeschön für uns Kraft und Wasser und Friede geben, wenn wir uns in den Städten finden, wo wir tun. Die schwere Tiden und auch die gute Tiden. Dankeschön, dass wir das können für die bringen.
Ich bin besonders ein für jede Person, die hier in dieser Stube ist und alle, die unseren Livestream kicken dürfen. Jesus, müsst ihr uns sehen, dass die von hier gehen dürfen, müsst ihr uns sehen in der Freunde, in der Familie, in der Geschichte, wo immer sie sind. Müsst ihr ihnen Kraft geben, in der Lehre, wo sie sich fängen, in der schweren Tiden, wo sie sich fängen, oder in den guten Tiden. Müsst ihr ihnen Kraft geben, müsst ihr ihnen nur die tragen und müsst ihr ihnen das segnen. Wir beten die Namen. Amen. So, vielen Dank schön für kommen, dass wie das Gottesdienstwort kommt. Der Gebetsteam ist hier fern bereit für die zu beten. So kommt hier wirklich nur fern, die wollen mit ihnen reden und mit ihnen zu beten. Dankeschön für kommen, ich wünsche Ihnen Segen auf Ihnen Werk. En den fred von mir nimmt, sagt ich kann nicht Ursache sehen. Danke dir doch, danke dir doch. Wann die Stimme wird hier, bloß die Stimmen ist von Angst, wo die Hoffnung am Wortwell verstehen. Danke dir doch, danke dir doch. Ein Leut von Dank sag und es viel Leut von sie. Fred as minje vereid zo op een extrie. Geen leen is en die strømmer hei. Je hånd og die. Ik frem i en hand. Ik frem i en hand. Ik dans en de schønhed. Dat jo en amen es for me. Sich til lot, håpningsveien licht ut gjennom grov, sa jeg din nom. Den sa jeg din nom. Ein Leut von den Sagen, es min Leut von sie, fredags min gevær, als du op en ekstri, geen lene som de strømmer hen, jeg hånd og de. Frem i en hand, ik frem i en hand. Ik dans en de schønhed, dat jo en amen es for me. Ik frem i en hand, ik frem i en hand. Ik vind van me getiebes, vader en vader. Nu skärp min tryck från din pris. Det är freden din hand, det är freden din hand, det är freden din hand, jag flyr kraft. Jag ger niemals ab, jag ger niemals ab. Nu skärp min tryck från din pris. Jag frem